Okay. Ihr seht vom Grafikstil her, ist es sehr speziell. Es ist sehr platt, sage ich mal. Ich weiß gar nicht, wie man diesem Stil sagt. Es hat keine Struktur, sondern einfach nur so à la Paint, so hier Flächen füllen. Aber ich finde es eben irgendwie noch cool. Es ist mal ein bisschen etwas anderes. Es schaut uns an. Es ist ein sehr grosses Gesicht. Wahrscheinlich ein Gesicht von einer Gottheit oder so. I love this game. Okay, da bin ich sehr gespannt. Ich habe es noch nie gespielt. Ich habe noch nie zugeschaut. Bewusst nicht, wo ich mich nicht habe spoilern wollte. Ich wollte es wirklich komplett blind mal spielen. Bin ich sehr, sehr gespannt. Queststar Ceremony, okay. Moving Sable, also mit WASD, genau. Und mit der Maus kann ich umschauen. Mit dem Controller ist das vielleicht ein bisschen flüssiger, ich weiß es nicht. Aber jetzt das Mal möchte ich es auf jeden Fall mal mit Maus und Tastatur spielen. Mal schauen, wie das so ist. Es ist tatsächlich ein mehr oder weniger, glaube ich, reines Erkundungsspiel. Also es hat keine Kämpfe. Kann man da aber? Ah ja. Oh wow, ich kann klettern, what the hell und wie? Einfach so eine glatte Mauer entlang. Okay, spannend. Okay. Jetzt habe ich den Vater verloren, das ist so überraschend. Aber es ist ein reines Erkundungsspiel. Also, ich glaube, es ist ein Rätsel, also ein bisschen mit Rätseln und so. Aber es hat, soweit man ist, kein Kampf. Yes. Das ist also so wie immer. Mit der Leertaste jumpen, auch nichts Neues. Ja, das haben wir vorher herausgefunden. Danke vielmals. Die Raute dort ist unser Stamina. Sehr gut. Das ist gut zu wissen. Sonst gehen wir noch runter. Das macht Aua, das wollen wir nicht. Der Stil ist sehr nice. Ich finde es auch cool. Es ist mal etwas anderes tatsächlich. Aber es fehlt natürlich komplett Struktur irgendwie, aber es ist trotzdem irgendwie sehr detailliert. Wenn man jetzt gerade die Fenster anschaut, finde ich echt nice. Okay. Die Frage ist, gehen wir unten oder oben durch? Ich glaube, unten wird man auch gar nicht durchkommen. Das ist auch einfach zu. Ja. Genau. So wie ich mir gedacht habe. In dem Fall müssen wir zwangsläufig oben durch. Also meine Maus ist ein bisschen lasch eingestellt. Merke ich gerade. Da zockt wer! Yes, bitte, hoi! Crouching. C. Also so wie immer. Bei jedem Dingsspiel, wie sagt man? Bei jedem Shooter ist das ja auch so, dass man mit C so crouchen kann. Oh, wow! Nice! Jetzt bitte, wie geht's dir? Ich frage mich, ob man Falldamage bekommt. Also die Höhe nicht, das ist schon mal gut zu wissen. Und ja, es hat... Oh, ein Ballon. Es hat einen Ballon. Es hat keine wirkliche so Quests oder Anhaltspunkte, ich glaube, soweit ich weiss. Also man kann eigentlich mal her, wo man will. Ich denke mal, so Sachen wie Stamina kann man sicher auch ausbauen. Ui. Kann ich jetzt da klettern? Ziemlich sicher, ja. Und wenn ich etwas sehe, was ich aus der Entfernung was ich spannend finde, dann kann ich das anschauen. Also eben entweder dort hinten die Staumauer oder was es ist, wobei wir es in der Wüste. Staumauer in der Wüste. Vielleicht ist es so ein Überbleibsel von anno dazumal, was mal noch Wasser hatte. Aber ja, also dort hinten jetzt noch das Dörfli. Das sieht auch spannend aus. Und uns ist überhaupt nicht vorgegeben, woher wir müssen. Darum gehe ich als erstes mal... Also ja. Falldamage haben wir keinen. Okay. Ich gehe zuerst ins Dorf. Das ist ja so nah. Vielleicht können wir dort irgendwie
eine Transportmöglichkeit über. Die Musik ist auch cool. Okay, so, willkommen im Dorf. Es brennt, ein Feuer. Also, nichts, was abfackelt. Es hat Tiere, es hat Bauern mit Töpfen auf dem Ring, okay. Also so Kübeln. I can feel... Was? Jadi, smiling behind her mask, just as I know she can feel the teeth-baring little grimace behind mine. Okay, das Spiel ist auf Deutsch. Ich glaube, es gibt es gar nicht auf Englisch. Ich glaube, es gibt es gar nicht auf Deutsch. I'm nervous. Warum bist du nervös? Es ist amüsiert, so. No, you have nothing to worry about, don't you, Sable? Also, aha, wir heissen Sable. Ah, okay. Ich habe mich immer gefragt, was bedeutet Sable? Was ist das? Aber der Charakter, den wir spielen, heisst Sable. Okay, do you know... you know you have nothing to worry about, don't you, Sable? I know. I tell Jadi that I know, but that it hasn't quite sunk in yet. She chuckles. Sable, es geht sie, ja eben. Ich denke auch immer, also eigentlich, es ist ja Sable Englisch, aber ich muss auch immer an Sables denken. Und tatsächlich, wenn man Sable googelt, kommt auch immer das Backrezept für die Güte. Also, von dem her. You're going to be nervous. Okay. Remember the first time you rode a bike? Kann sich jemand daran erinnern, das erste Mal auf einem Velo gehockt zu sein? Ich glaube es nicht. Meistens passiert das ja so mit 3 oder so. Okay. I promise you it was going to be alright. Ja. Okay, wir schwelgen ein bisschen in Erinnerungen. Ich lese jetzt nicht alles vor. Ich muss ein bisschen meine Stimme schonen. Wir probieren natürlich so gut wie es geht. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, es ist einfach gerade mehr so ein bisschen nostalgisches Background. Also nostalgische Background-Story. You can, Sable. I think I'm ready. Ja, wir sind ready. Also merci vielmals für das Ermutigen. You need to talk to Hilal and Driss. Driss should already have made the arrangements for your bike and Hilal will share something, let's say, as useful as it is fun. Okay. I suppose we'll see you off. Okay, ich bin gleich wieder zurück. Ich glaube, es gibt gar kein Falsch irgendwie in diesem Game. Also so falscher Weg oder so. Whatever you decide to do so with my blessing, ja. Ja, also. Müssen wir dort raufgehen? Okay. Und dort runter. Nice. Und ich habe einen Kompass bekommen. Sick. Ich frage mich, ob wir auch eine Karte haben. Also Kompass ist sicher schon mal wichtig, aber haben wir auch eine Karte, also eine Map? Merci vielmal. Cool. Aha. Das sind Quests. Also die Sachen, die ich erledigen muss. Okay. Und was ich jetzt aber wirklich noch gerade möchte nachschauen, ist Language. Deutsch, doch, es gibt es tatsächlich. Die Frage ist, hat es jetzt einfach übernommen auf Deutsch? Ja, es sieht so aus. Ich muss auch das Game nicht mehr neu starten. Ja, schauen wir mal und sonst halt vielleicht das nächste Mal oder halt schaut ihr selber mal. Hoi Sayuki, wie geht's dir? Also komisch mal einen Stream zu hören auf Schweizerdeutsch. Ja, gell, normalerweise streame ich immer auf Hochdeutsch. Es ist auch für mich komisch, muss ich zugeben. Hello? Kann ich mit dir reden? Die Zeremonie, es hat schon umgestellt, tatsächlich.
Ich muss Aufgaben für Hell und Driss erledigen. Ja, aber das ist doch er. Ist sie da rein? Nein. Warte, mit C hat es geheißen. Oh, das ist nichts. Okay. Ja, Dude, was willst du von mir? Oder muss ich doch nicht da hin? In dem Fall muss ich doch nicht da hin, oder? Hey, wow. Doch, das ist schon der gewesen. Ich kann halt zuerst atmen. Ja, es geht mir wieder besser. Das Zeitlich ist mir ja nicht so gut gegangen. IBX-Lager. Ich war ja recht krank, gewesen, aber mittlerweile ist es gut. Also, wieder mehr, also wieder besser. Es geht mir immer noch nicht 100% gut, aber besser als auch schon. Und bei dir, Sayuki, alles gut? So, obwohl ich mir gesagt habe, dass ich nicht allzu ungeduldig sein will, kann ich nicht anders, als fast schon auf Driss zuzustürmen. Oh, Driss leitet das Lager. In letzter Zeit sieht man ihn kaum, aber jetzt gehe ich davon aus, dass er heimlich an meinem Hoverbike gearbeitet hat. Ob es wohl besonders schön ist oder irgendeine Zusatzfunktion hat? Wie wird es wohl heißen und wie schnell fährt es? Werden mir die Beine wehtun oder gewöhne ich mich daran? Driss dreht sich mit einem leichten Ruck um. Sable! Hallo! Hallo, wie geht's dir? Man hat mir gesagt, dass du was Besonderes für mich hast. Das klingt gut. Was Besonderes? Ja, natürlich. Ich bin zu neugierig. So. Ich frage Driss, ob er eventuell vielleicht unter Umständen ein Hoverbike für mich hat. Dein Hoverbike? Also, aha. Ja, natürlich. Dein Bike, das haben wir. Das ist auch natürlich das, was ich für dich vorbereitet habe. Hast du es vergessen, Dude? Was? Nein, niemals. Es ist natürlich habe ich dein Hoverbike. Natürlich habe ich das für dich arrangiert. Naja, es ist so eine Art Übung. Soll das heissen, muss ich es selber zusammenbauen oder was? So wie bei Ikea, man kommt es geliefert, aber zusammenbauen muss man es selber, oder was? Der Muskelkater vom Borden vom Weekend. Oh, aber nice. Das glaube ich, das ist cool, Saiki. Eine Übung. Bro, was muss man sagen? Eine Lernerfahrung. Also, lass mich raten. Die Lernerfahrung besteht daraus, dass ich die Einzelteile selber zusammensuchen und dann schlussendlich auch selber zusammenbauen. Nice. Als erste Testfahrt muss ich absolvieren auf einem anderen Bike. Seriously. Ich hatte jetzt also Sorge genommen, dein Hoverbike zu machen, solltest du dieses hier ausprobieren als Test. Aha, ein Sandschneider. Was ist echt das? Aha. Okay. Okay, probieren wir es aus. Ja. Behandle ihn respektvoll. Also fahr mit dem Hoverbike durch den Ring dort unten und komm wieder zurück. Und wir sollen nicht runterfallen. Danke für die sehr horizonterweiternde Info. Gut, also beschleunigen mit W, Seitenbewegung mit Space. What? Ah, okay. A und D lenken. Okay, da durch den Ring. Hui! Okay, ui, das geht ja wirklich gut. Schneller! Okay, das ist ja schon... Ah, so. Wow. Hey, das ist ja irgendwie... Oh, ja, der Ring aktualisiert. Oh, shit. Nein, warte nicht. Oh Gott, es ist sehr schwerfällig. Ich muss die Maus irgendwie anpassen. So. Hey, jetzt. Warum drücke ich immer auf E? Ah, das ist irritierend. So. Das ist ein bisschen schwerfällig, irgendwie. Aber es kommt auch noch. So. Da bin ich. Hallo. So ein Bike hätte ich auch gerne.
keine Controller-Unterstützung. Ich habe gedacht, ich werde es mal mit Tastatur und Maus ausprobieren, aber ich denke, mit Controller wäre es auch einfacher, kann ich mir vorstellen. Ich weiß jetzt eben nicht, ob ich eventuell das Game neu starten müsste. Ich bin eigentlich auch sehr Fan von Controller. Das Problem ist folgendes, dass ich einen neuen PC habe und ich muss den Controller, ich muss erst mal herausfinden, wo ich den Controller einstecken kann. Genau, also spielen wir jetzt vorerst mal mit Tastatur und Maus weiter. Also, herzlichen Glückwunsch. Gibt es ja, also es scheppert MV, also noch unnöcher. Was für? Was meinst du mit Feuer? Okay. Willst du mir damit sagen, dass Gefahr bestanden hat, dass das Teil in die Luft... dass es jetzt ein Teil in die Luft jagt? Da ist anscheinend nichts passiert. Da ist auch gut. Hey, nein. Triss, ist es gefährlich? Bist du bei mir gewesen? Aha. Ja, was ist das mit dem Hoverbike? Du kannst den Sandschneider benutzen. Aber ich will mein Hoverbike, nicht den Sandschneider. Also ja, wahrscheinlich ist es effektiv so, dass ich die Einzelteile selber muss zusammensuchen und dann muss ich es noch selber zusammenbauen, das Teil. Ja. Gehen wir zum Hilal. Oder zu Hilal. Man weiß ja nicht irgendwie, ob die männlich oder weiblich sind. Naja. Was ist das? Das ist das Hoverbike. Ja, aber jetzt muss ich ja noch zum Hilal, oder? Also, keine Ahnung, aber irgendwie... Wo ist der? Okay, das nächste Mal muss ich auch gleich wieder mit dem Controller spielen. Yes, Sayuki. Absolut korrekt. Da ist er. Da habe ich wirklich zuerst zum Driss müssen. Okay. Salut. Er winkt mir begeistert zu. Das ist doch schön. Also ich weiß sein Land zu schätzen. An solchen Tagen bin ich bereit, es ihm gleich zu tun. Hello. Ein Gleitstein. Was ist das? Ein kleiner runden Stein, der eine Wärme ausstrahlt, die nicht von seinen Händen zu stammen scheint. Als ich mit dem Daumen drüber streiche, fühlt es sich an, als wäre er statisch aufgeladen. Was ist das? Ich habe dir aber nichts mitgebracht. Oh nein. Oh nein, ja, Sable. Und dafür kannst du dich erkenntlich zeigen, wenn du irgendwann zurückkommst. Was ich dir gerade gegeben habe, ist ein Gleitstein. Was fühlst du? Es ist warm. Das ist Verbundenheit, Kribbeln, Elektrizität. Verbundenheit und immer gut. Dann machst du es richtig. Was du in diesem Stein fühlst, ist Offenheit. Cool. Ich schaue mir den Stein an. Es sieht ziemlich verschlossen aus. Das Stein, come on. Gleitsteine sind Gefäße für das Immerwährende. Wie kleine Schwämme saugen sie seine Kraft auf und speichern sie, damit du sie kanalisieren kannst. Zurzeit ist er leer und inaktiv und warte darauf, dass du ihn füllst. Mit was? Bring ihn zu den Tempelruinen am Rand der Schlucht. Da kannst du ihn aktivieren. Am Rand der Schlucht, okay. In Zeiten wie diese weiß ich seine gute Stimmung sehr zu schätzen, okay. Komm mal wieder vorbei, wenn du es erledigt hast. Ich möchte alles darüber hören. Aha. Flüssende Steine. Questprotokoll, das ist auch noch gut zu wissen. Wo ist das? Karte. Oh, shit. Wo ist sie da? Kann es sein, dass die Karte irgendwie noch gross ist? Okay. Ja, in dem Fall. Easy Quests. Haben wir noch nicht herausgefunden, mit welcher Taste ich die aufmache. Aber
Aber das ist doch gut. Das Inventar. Hoverbike-Teile. I knew it! Wir müssen es selber zusammen basteln. Wir kommen Outfits über. Nice. Okay. Sind wir ein King oder was? Wir sind ein King. Ja, in dem Fall. Okay, cool. Ja, okay, wir sind ja sehr klein. Von dem her macht es durchaus Sinn, ja. Brack wird sehr sympathisch. Wir waren schon immer sympathisch gewesen. Aber ja, ich weiß genau, was du meinst. Ich finde es natürlich auch wahnsinnig cool, dass wir das jetzt so haben können aufbauen. Macht sehr viel Spass auf jeden Fall. So. Aber oh. Also ich mache nichts, aber das Gelände ist natürlich... wo ist es? Ist es auf dieser Seite? Ja, genau. Also... So. Aber... Ich komme mit der Steuerung irgendwie noch nicht so klar. Also einmal... Hier steht Seitenbewegung. Was zum Henker ist Seitenbewegung? Ja. Sie fortschrittlich ist selten ein Unternehmen. So fortschrittlich? Du meinst wie Brack? Ja, danke vielmals. Das würde ich sehr gerne weiterleiten. Das dort hinten sieht aus wie eine Ruine. Sagen, da gehen wir mal her. Ja. Hui. Hui. Parkieren hier und dann... Das ist der Ballon. Gehen wir mal dort rauf. Was ist das? Das sieht auch interessant aus. Dann gehen wir mal schauen, was da so ist. Wenn jemand die im Brack am Sachen abfallen. Also, aha, beim Schalter im Megawil, Mensch. Nice. Junior geht da mit was? Mit einem Sohn so 2 ältere Spielgruppen. Aha, euer Sohn geht in Megawil in die Spielgruppe mit 2 Mitarbeitern von Brack CH. So gut. So. Also ich kletter jetzt da mal einfach rauf. Also so Zelda-Style. Einfach irgendwo herlatschen. Mal schauen, woher wir kommen. Das sieht auch schon mal sehr verdächtig aus. Sehr schattig. Ah! Oh boy! Ich bin in einem Baum gelandet, holy. Okay, ich glaube, so schnell kommen wir da nicht mehr rauf. Das war ein tiefer Sturz. Holy shit. Ja, in dem Fall einfach geradeaus, würde ich meinen, oder? Bleibt uns auch nichts anderes übrig. Assassin's Creed, die neue Optik, hat ein bisschen etwas, hä? Also ich finde tatsächlich den Grafikstil sehr speziell. Es ist mal etwas ganz anderes einfach. Und ich bin eben sehr Fan von so Games, wo man etwas anderes ausprobieren und etwas wagen. Der Stein pocht wie ein Herz, als ich mich dem Altar nähere. Habe ich Angst? Bin ich beschwingt oder fühlt es sich einfach richtig an? Ja, es fühlt sich einfach richtig an, würde ich sagen, oder? Was? Nein! Oh. Ich bin bereit dafür, dass Rohana mich kennenlernt. Wer ist Rohana? Ich bin bereit, mich selbst kennenzulernen. Oha, jetzt wird es noch deep. An diesem geweihten Ort spricht ihre Neugier. Ich weiß, dass sie mich sieht. Wer? Wer ist Rohana? Minimal, aber nicht negativ. Nein, überhaupt nicht. Es vielfach... Ui. Vielfach funktioniert so Minimalismus ja gerade durch... Ui. Also so... Wie sagt man? So das Tiefe, die...
so eine Story zu erzählen, funktioniert oftmals eben auch durch einen Grafikstil, der eher minimalistisch ist. Es fehlt nur noch Techno-Musik. Noch ein bisschen Raven. Ja, mega Farbexplosion, holy. Ich sehe vor allem gerade so neonmässig aus im Vergleich zum Rest. Oh, das erinnert mich auch sehr an Breath of the Wild. Hey. Hey, Link! Wake up! Wake up! Hey, Link! Hey! Hey! Hey, Link! Oh. Yes. Okay. Schauen wir mal. Was gleiten? Halt das Base und durch die Lift geht. Okay, okay. Also, let's do that again. Von vorne, wo Steffi unfähig ist. Yes. Ja, Sayuki, bist jetzt so. Das habe ich nicht wollen. Bist jetzt du das erste Mal hier bei uns? So, funktioniert es jetzt? Ah, Schwenker. Knapp gewesen, aber. Okay. Wuhu! Hey, es macht Spaß. Also so kommen wir vor allem mal wieder zurück, plus minus. Beziehungsweise, ich habe so eine Ahnung. Hui! Da raufklettern, genau. Und dann können wir drüber. Hui! Und dort ist der Eingang, wo wir abgestürzt sind. Cool, da können wir wieder drüber. Geronimo! Nicht abstürzen, wie muss ich. Hat den Talk verpasst, aber jetzt erst mal im Stream. Hast du, glaube ich, gestern oder so auf Insta gesehen? Oder? Ja, es sei okay. Wir streamen seit dem 17. Januar 4-mal pro Woche. Am Montag haben wir auch den Gaming News Podcast, der Nico und ich, also der Sid Flames da. Einfach am 3 Abend, es ist für eine Stunde, also meistens so 1,5 Stunden. Oh, was ist denn? Oh ja, was ist das? Es sieht cute aus. Oh. Was bist du? What are you? I wanna touch you. Kumpelei. Aha. Ah, ein Kumpelei. Was? Kumpelei. Von Kumpeln abgegeben, wenn sie sich in den Boden graben. Diese vollkommen glatten und steinharten Eier scheinen vor Leichtigkeit fast schon zu schweben. Es gibt bestimmt einen guten Ort, wo ich sie hinbringen kann. Okay. Interesting. Kann ich so ausbrüten und dann... und dann habe ich einen Kumpel. Das wäre dann toll. Genau, was ich noch sagen wollte, Sayuki. Genau, am Dienstag, am 3 bin ich online mit Gaming. Am Mittwoch, am 3 ist der Troy. Den kennst du sicher auch. Troy Hamaren online mit mit Gaming. Und am Freitag, am 2 ist der Blake online mit Gaming. Und das sind die ersten Formate, die wir besitzen haben. Und es folgen dann noch weitere Formate. Eins, wo wir durch Klemmbausteine zusammenbauen und eins, wo es um D&D geht. Das macht der Cyril. Und ich freue mich, dass wir das nach ausbauen können. Das wird richtig, richtig cool. Und ich sehe gerade, wie die Sonne aufgeht. Es sieht verdammt sick aus. Seht ihr das? Verdammt nice. Also, wir haben auch eine Tageszeit in diesem Fall. Jetzt müssen wir wieder zurückgehen. Aber das sieht so spannend aus. Hui. Wo ist mein Spike? Ich glaube, das steht irgendwo dort hinten. Ah, dort.
ist irgendwie sehr, es hat irgendwie etwas Entspannendes und Beruhigendes in dieser Kugel durchs Zeug zu gleiten. Hui. So. Das habt ihr nicht gesehen. So. Die Frage ist, es hat ja zurück, aber es sieht so spannend aus. Aber ich denke, ihr werdet sicher nachher noch viel können. Oh shit! Habt ihr das gesehen, Mann? Da muss man ja noch aufpassen, wo man herfährt. Wenn man über Steine fährt, nimmt es einem gerade mit. Genau, wir werden ja später sicher auch noch da können ein bisschen Kundschaft und so. Zuerst müssen wir ja unser Hoverboard haben. Ich glaube, das ist ja nicht das, was wir eigentlich möchten haben, oder? So. Ich lasse das mal hier im Lager und gehe zum anderen Dude. So. Fluggurke. Ja, es gurkt schon eher ein bisschen. Das muss man schon sagen. Auch so ein Rumjuggern, so ein gemütliches irgendwie. Bei meiner Rückkehr ist es offensichtlich, dass er weiß, was ich erlebt habe. Er schreibt mich so für mich, dass er mir jetzt schon fehlt. Obwohl ich noch nicht mal weg bin. Oh, ist das nicht unglaublich? Wie fühlt es sich an? Aufregend, wie wahre Freiheit. Was wie eine... ja, excuse me? Wie eine warme Umarmung. Oh, das ist auch schön. Frage ist... Wir nehmen das. Freiheit! Das Schreiben aufregend ist. Und plaudere kurz über all die Dinge, die ich machen kann, wenn ich in der Welt unterwegs bin. Nice. Das meiste davon dreht sich darum, auf den Kopf zu fallen und mich nicht zu verletzen. Aber wenn es dann endlich soweit ist, werde ich sicherlich mehr zu erzählen haben. Ja, oder? Das ist sicher Schweizer, der Hilal. Ja, oder? Oder? Du kannst alles machen, was du willst, oder? Ja. Ja, mir fehlt dieses Gefühl, einfach nur mit der Brise zu schwimmen. Ja, Dude, warum machst du es denn nicht mehr? Wahrscheinlich ist es am besten, dass es mit dem Alten nachlässt, sonst wäre ich vielleicht nie von meinen Gleiten zurückgekehrt. Ich würde mich ständig in irgendwelchen Abgründen herumtreiben. Halt nicht wahr, oder? Hey, Troy! Ja, natürlich ist der Troy auch bei Brack. Schon ganz viele Jahre. Ich streame aber 2 Stunden, Sayuki. Also von 3 bis 5. Was das Ziel von unserem Brack.ch-Stream ist? Content. Einfach eine coole Zeit haben. Und ja, natürlich, es ist Marketing, auch blöd gesagt. Von dem her, ja. Ja, sorry, Sayuki, das ist leider so. Troy, wie geht's dir? Ich werde mich für dich in Abgründen rumtreiben. Das klingt gut. I take it. Ich treibe mich auch gerne in den tiefsten, dunkelsten Abgründen um. Ich sage Hilla, dass ich mich für ihn in 1000 Abgründe werfe. Oh wow, das ist Liebe. Genau das will ich hören. Ansprüche hat er auch noch. Ich kenne Leute, die es beibehalten können, aber ich weiß nicht, ob ich die Zeit hätte, so viel zu trainieren. Man muss es schon ziemlich ernst nehmen, nicht wahr? Oder? Das ist nicht einfach. Da muss man jeden Tag üben. Practice. Ernsthaftigkeit fällt mir auf jeden Fall. Ja, man merkt's. Ich verabschiede mich von meinem Clan, meiner Familie, meinem Zuhause, meiner Kindheit. Ja, du gehst. Du wirst jetzt erwachsen. Es wird dir da draußen gefallen. Selbst wenn es sich manchmal nicht so anfühlt. Und mein Rat, versuch deinen Spaß zu haben. Über Rituale und Unabhängigkeit kann man sich endlos auslassen. Aber wenn Freude an erster Stelle steht, wird das Leben leichter. Das ist, glaube ich, ein guter Tipp generell für das ganze Leben, wo man, und mit allem drum und dran und allem, was man macht. Thank you, I will miss you. Schon eine gute Antwort. Ich werde dich vermissen. Ja, das ist schnell durch. Ein bisschen nicht mehr. Warte 2-3 Tage und dann ist es vorbei. Bevor ich gehe, zeigt Hilal zum Turm. Offenbar möchte mich Sizo sehen, bevor ich den Clan verlasse. Ist das unser Boss? Ist das der Big Boss?
Gehen wir doch mal dorthin. Ups, gar nicht gesehen. Oh, da ist noch jemand. Hallo? Ah, das ist Shadi eben. Hallo? Es ist ziemlich seltsam, so genannt zu werden. Kleine Gleiterin. Wir sind wirklich weiblich. Alles Gute zum International Women's Day. Von dem her passend, dass ich ein Spiel spiele mit einer weiblichen Hauptperson. Ich habe nämlich das absolut keine Ahnung gehabt. Ich habe mir noch so überlegt, soll ich ein Game spielen heute mit einer weiblichen Hauptperson? Ich habe gefunden, so, nein, ich habe jetzt so lange ein Sable spielen, ich spiele jetzt Sable, Mann. Pixel umschieben ist der Troy, ja. Das, was er am besten kann. Für dich grosse Gleiterin. Fair. Sie lacht. Du hast recht, das bist du. Ausgewiesene Erwachsene und grosse Gleiterin. Das merke ich mir. Was, ausgewiesen? Wieso ausgewiesen? Also, wir gehen dort rauf. Tschüss. Oh, da ist schon noch jemand. Hello. Wieso haben die alle Masken an? Also, als sie auf die Landschaft schaut, lässt Seki die Schultern ein wenig hängen. Ich frage mich, worüber sie nachdenkt. Du siehst erschöpft aus. Was schaust du dir da an? Was schaust du dir da an? Sekis Stimme schwankt Skepsis. Ich weiß nicht, wie sie es gemacht hat. Da drüben ist Elaria. Ich folge ihrem Blick bis zu einem kleinen Punkt in der Ferne, der wohl ihre Tochter Elaria darstellt. Wo, was hier, wo? Das ist da oben nicht, oder? Wo ist sie? Kleiner Punkt in der Ferne, was soll das sein? Ich sehe nichts. Soll ich sie zurückholen? Nein, es geht ihr gut. Ich bin nur gerade in meiner Mutterrolle. Also wenigstens ist sie nicht so eine Helikoptermutter von dem her. Ja, Mutterrolle, ja. Wenn ich dann älter bin und selber auch mal Mami werde, dann weiss ich, von was du redest. Im Moment ist das noch schleierhaft. Du bist eine Mama und so. He? Oh, ich kreie. Ansprüche hat er auch noch. Ist das so? Oder ist das Elaria, oder wie sie heisst? Ah ja, Elaria, da ist sie. Der Ballon war lustiger als der Mann da drin. Das war auch ein langweiliger Ballonfahrer. He? Du bist der Kartograf. Ah, sei gegrüßt, mein Kind. Du hast so sehnsüchtig meinen großen Ballon bewundert. Ein Prachtstück, nicht wahr, oder? Das Prachtstück, oder? Aber wie gesagt, sie sind alle Schweizer in diesem Game. Das ist grösser, als ich gedacht hatte. Ich versuche zu erklären, dass ich erst dachte, der Ballon wäre ziemlich klein und weit weg, aber dass ich jetzt aber sehe, dass er ziemlich groß ist und sehr weit weg war. Ich stolper durch die Erklärung und der Kartograf nickt einfach nur schweigend. Okay, ja. Ja, ich sollte mich erst mal vorstellen, ich bin Jordan. Freut mich, ich bin Steffi, also ja, Table, Entschuldigung. Ja, ich hätte gerne eine Karte, das siehst du absolut korrekt. Brauche ich eine Karte? Das ist eine gute Frage. Brauche ich überhaupt eine? Ich frage den Kartografen, ob ich eine brauche. Mögen Hirschkäfer feigen? Du antwortest auf eine Frage mit einer Gegenfrage. Du hast nie viel mit Frauen zu tun, kann das sein? Wenn du zu deinem Gleiter aufbrichst, Saber, brauchst du auf jeden Fall eine Karte des Eber. Und für gerade mal 50 Chips verkaufe ich dir eine. 50! Definitiv für Schweiz sind wir hier, du Hausabschneider. Fairer Preis, okay. Zu teuer für eine Gleiterin mit leeren Taschen. Ja, ich komme irgendwann mal wieder. Tüdelü. Kann ich da rein? Ich kann nicht da rein. Damn. Ich meinte, ich muss da rauf. Oder wo ist jetzt... Ah, shit, ich bin am Turm vorbeigelaufen. Das gibt's doch nicht. Diesen Turm muss ich nämlich.
Hier rauf. So. Was ist schleierhaft, was? Shish! Oh nur! Wie geht's dir? You turn my head right round when you go down, down. Hui. Wir sind oben. Was ist das? Ich habe Geld gefunden. 20. Hey, das ist schon fast die Hälfte der Karte. Und du bist der Boss, Big Boss. Das sieht so. Das sieht so. Ist eine kleine Fremde. Aber ich kenne sie fast schon, seit ich denken kann. Für mich ist sie eher so etwas wie eine entfernte Verwandte. Okay, nice. Maschinisten, so wurde mir gesagt, bekommen ihre Posten zugewiesen und müssen dorthin, wo sie gebracht werden. Einfach ist sie eine Maschinistin. Sizo ist aber schon so lange bei uns, da vergisst man schnell, dass es sich um einen Einsatz handelt. Das ist aber auch schön. Schlimm wird es dann, wenn sie muss gehen. Das wird richtig sad. Dort unten ist ein Wegweiser. Seht ihr das? Einfach so im Nichts steht ein Wegweiser. Hey, nein. Ich glaube, andere Clans nehmen die Ibexi als recht abgeschottet wahr und glauben, unsere bloße Erwähnung von Clanfremden würde auf eine ängstliche Distanzierung zu jenen hindeuten, die nicht so sind wie wir. Ich wollte jetzt nichts sagen, aber es erinnert mich ein bisschen an die Schweiz. In der Praxis hat das eher wie mit unserer Lebensweise als Nomaden zu tun. Wir möchten wissen, wer mit uns reist und wenn wir zurücklassen müssen. Zurücklassen, Entschuldigung. Anschließend kann sich... ja. Ah, Säbel, wie geht's dir, Clownkind? Jetzt, da ich ein Hoverbike kriege, besser. Auf jeden Fall. Lachen klingt eher wie ein Grölen, geil. Meistens ist sie ziemlich ernst und ich schwanke immer zwischen Stolz und Furcht, wenn ich es schaffe, sie zum Kichern zu bringen. Oh. Sie hat mir auch gesagt, Triss würde mitkommen, um dein Hoverbike zusammenzubauen. Aber ich glaube, was? Ich nehme Triss seine Vergesslichkeit nicht übel. Hätte ich so viel um die Ohren, wäre ich wohl genauso zerstreut. Ich kann es gut nachvollziehen, von dem her. Ich möchte, dass du dein Hoverbike-Teile selbst besorgst. I knew it! Aber doch wie bei Ikea. Sehr viel zu tun und rasch 5 Minuten gefunden zum Einschalten. Das ist dir lieb, merci auch nur. Was ist so mein eigenes Hoverbike bauen? So, hätte nicht eigentlich der Driss das machen? Ja. Um ihm das Privileg zu überlassen, eine Verbindung zu deinem Hoverbike aufzubauen, bevor es zusammengestellt ist? Nein, nein, nein. Das bleibt dir vorenthalten. It was a trick. Einen Navigator bekommen, okay. Mit ihm kannst du Wegpunkte auf deinem Kompass markieren. Das dürfte nützlich sein, um die alten Teile zu finden. Unsere Hoverbikes werden in den zerstörten Schiffen wiedergeboren in verstreuten Fragmenten. Ein guter Anfang wäre das Schiff dort in der Nähe des Lagers. Okay. Ein weiteres findest du auf dem großen Felsen auf der anderen Seite der Schlucht. Also, das oder das? Und da hier auch. Ja, also das Teil hier wahrscheinlich, oder? Und noch eins hinter dem alten Damm auf dem Hügel. Okay. Aber doch ein Damm. Nutze deinen Navigator, um falls nötig alles zu markieren. Du brauchst eine Steuertafel, eine Stromversorgung und einen Kalibrator. Okay. Ich bin in 0, nichts wieder da. Das ist ganz schön viel Arbeit. Bauen die meisten Gleiter ihre eigenen Hoverbikes? Ja, das ist eine gute Frage. Oder nur die, die Glück haben. So kann man es. Die hat sicher Marketing studiert. Gemeinsam werden wir aus dem Alten etwas Neues erschaffen. Okay, Navigator. Der geht aber nicht weit. Drücke N, um mit dem Navigator so, die Punkte zu markieren. Also, ich meine, das sieht spannend aus. Das sieht spannend aus. Da müssen wir irgendwie her. Also, da? Hinten?
Ich weiß halt nicht, wie weit hinten, aber ich gehe jetzt einfach mal da drauf, so, und... Was hat sie noch gesagt? Ich meine, das sieht auch spannend aus, dort rechts. What is it? Wo ist es? Wo ist es? Ah! Ja, das da. Gut, das ist so nah, das tun jetzt nicht markieren. Hinten ist es. Also, tschüdelü! Dann machen wir uns mal auf die Suche nach diesen 3 Teilen. Da hat schon einen Kumpel, schaut mal! Oh! Hallo! Ein Kumpelei. Das sind schon 2. Das ist herzig, Mann. Ich frage mich, was die machen. Ob das mehr irgendwann mal meine Begleiter sind oder so. Oder cute. Ach, da hast du gemeint mit Fluggurken. Aber es ist ein Ei. Oh. Ich merke gut, dass ich mein Hoverboard vergessen habe. Ja. Also meine... Das war für mich die Fluggurke, das Gezucker-Dinger, wo wir da vorher rumgefahren sind. Ja, ich muss dann noch mal schnell zurück holen, wo zu Fuß sind wir, glaube ich, ein bisschen langsam. Ui, ui. Hey. So. Das fette Kabel. Wir sind in einem Raumschiff. In diesem Schiff gibt es nichts Nützliches. Allerdings blinkt auf der Instrumententafel im Cockpit ein Licht. Ja, drücken, unbedingt. Aus den Gerätschaften vor mir krächzt eine Stimme. Es klingt wie eine kaum verständliche Aufnahme. Hör auf, an diesen Tasten herumzuspielen, du Trottel! Tut mir leid, Ramin. Konzentrier dich. Ich muss dich wohl nicht daran erinnern, wie viel Arbeit es war, so weit zu kommen. Wir haben es fast geschafft. Also dann sehen wir noch doch mal, ob es stimmt, was uns dieser alte Maschinist gesagt hat. Wenn nicht, gibt es ein Donnerwetter. Okay, 3 Klicks, vielleicht ein Tasten. Wenn ich auf dieses orange Ding drücke, ziehst du an dem Hebel. Und zwar fest. Okay. Oh, bei Rohana. Rohana ist wahrscheinlich so ihre Gottheit oder so, oder? So fest und auch wieder nicht. Du hast es rausgerissen. Oh, damn. Okay, das hat funktioniert wie Fliegen. Okay, Konzentration. Das Ding fliegt ganz schön schnell. Wir müssen ein bisschen langsamer werden. Wie denn? Ja, Brems! Ja, welche Brems? Das ist Heckenbrems. Ah. Ramin? Dieser Hebel, den du herausgerissen hast. Das war sicher Brems, oder? Ah, Jesus Christ. Ah, Mann. Einmal mit Profis. Ja, aber... Also... Ups, gesehen das richtig? Ich kann hier gar nicht wirklich viel machen, oder? Was ist hier? Hat es da etwas? Nö. Was haben wir jetzt gemacht? Ey, das Einzige, was ich komisch finde, ist, wenn ich drüber hovere, es passiert... Oh nein! Oh, shit. Sorry, jetzt muss ich auch zurückklicken. Nein! Dings, aber es verwirrt mich extrem, dass man... Also hier ist nichts. Ah, das war cool. Hier ist nichts irgendwie, hä? Also... Vielleicht ist es noch jemand anders? Ist das gerade eine Cutscene? What the hell? Okay. Interesting. Susan-Kalibrator? Ja. Saima macht immer irgendwelchen Unflug und hat einen Heidenspaß daran, mich zu quälen. Da ich älter und erfahrener bin, müsste ich da eigentlich locker drüber stehen. Aber ja, Praxis ist anders.
Den wirst du hier nicht finden. Ich habe ihn versteckt. Niemals findest du den. Niemals. Oh. Kinder. Du bist ein schreckliches Kind. Gib ihn zurück, Simon. Ich sag Simon, dass sie ihn mir zurückgeben soll. Ich bin im Gleitalter und sie ist noch ein Kind. Nein. Oder kindisch, Mann. Oh, ich gebe dir den Kalibrator. Sie strecke die Hand aus und bin stolz, vor Simon standhaft geblieben zu sein. Wenn du mir Käfer gibst. Ist doch ein fairer Handel, oder? Ich versuche herauszufinden, ob es reifer ist, sie umzustoßen und mit dem Kalibrator einfach zu schnappen oder es hinzunehmen. Gute Frage. Aber dann unterdrücke ich einen Seufzer und schüttle ihre kleine Hand. Oh nein, jetzt muss ich Käfer suchen. Okay. Oh! Hey! Das folgt mir. Ist ja hure praktisch. Also, schauen. Käfer, hier. Ah, hier ist ja schon einer. So, was? Sonnenschein-Schmetterling. Sonnenschein-Schmetterling, okay. Gut, der erste haben wir. Das war jetzt nicht so schwierig. 2. Oh. Wie viel will sie eigentlich? Wie viel von diesen Käfer will sie eigentlich? Ah, das ist das, was ich markiert habe. Oh Gott. Also, gehen wir mal davon aus, die Käfer sind eher so da bei diesen... Oder will sie nur einen? Vielleicht will sie nur einen. Wir probieren es mal. Vielleicht lässt sie sich einfach mit einem bestechen. Das wäre natürlich noch chillig. Wir machen mal noch einen Abstecher. Hui! Schnell zu diesen Pflänzchen da. Mal schauen, ob es da vielleicht noch Schmetterlinge hat. Aber nope, sieht nicht so aus. Ohne, nope. Ja, in diesem Fall. Mal schauen, ob das reicht. Eben, wir sind verdammt rumgurken. Schau mal. Ui. Wo ist sie? Sie ist weg! Sie ist einfach weg! Wow. Wow. Schon ein bisschen frech. Sie ist wirklich einfach weg. Hey Simon, komm zurück, Mann. Ich brauche den Kondensator, damit ich nicht mehr so im Zeug rumgurken muss, sondern einen super, mega nice, fetten Hoverflüger habe. Aber ja, ja, gut. Sonst schauen wir einfach... Dann schauen wir einfach, wo der Rest so ist. Also geht zuerst zu den anderen Sachen. Die anderen Örtchen abklappern. Oh. Ah Mann, warum komme ich immer auf das E? Kann mir das bitte jemand erklären? Why? Ich bin mir das nicht gewohnt, mit dem D zu steuern. Wer steuert schon mit dem D, Mann? Das ist so unnatürlich. Also wir sind wirklich mit einer... Oh shit! Gurke unterwegs. Aber hey, wir landen immer auf den Füßen, hätte ich fast gesagt. Aber es ist sehr gemütlich. Okay. Mal schauen, was auch hier am schlausten ist, raufzukommen. Irgendwie habe ich dort hinten etwas gesehen, dort oben. Wir müssen natürlich unsere Ressourcen schonen.
Ui, ui, ja gut. Schauen wir mal, ob wir da raufkommen. Jetzt hüpfen wir da rüber. Nein, 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 what the hell? Warum genau ist sie runtergefallen? Also, wenn sie... Längt das? Vom Stamina her, ich wollte sagen, das hat mich so schwer verwundert. Ja, ja, du bist erschöpft, wir wissen es. Also, let's do that again. Dort oben kommt man irgendwie rein, aber eben, ich muss zuerst mal dort raufkommen. Es ist echt wie bei Breath of the Wild, wo man muss klettern und mit dem Gleiter rumfliegen und muss abschätzen und Stamina wieder aufbauen. Man muss einfach irgendwie den besten Weg finden und nicht runterfallen. Das war vielleicht nicht so schlau gewesen. Hey! I don't know, man. Wie kommt man da rauf? So auch nicht. Okay, anderer Weg. Ah, vielleicht können wir jetzt da rüber. Ja! Gut, schnell ein bisschen ausruhen. Und dann geht die Kletterpartie weiter. Hehe. Mein Breath of the Wild Training hat ja doch genützt. Knapp gsi. Da kann man durch, da kann man aber auch her. Was ist da in? Jetzt sind Käfer. Käfer. Könnte sein, dass man da einfach besser hätte raufklettern können, aber okay. Wieso einfach, wenn es auch schwierig geht? Das wäre doch langweilig. So. Genau, da rauf muss ich, dass ich dann überklettern kann. Also übergleiten, so meine ich. Hey Massimo, wie geht's dir? Hoi! Fit nicht, nein. Also, das geht noch ein Weile, aber es geht mir irgendwie besser. Danke der Nachfrage. So, jetzt sind wir da. Okay. Da rauf. Die Aussicht ist ganz schön, I guess. Die hat sogar einen Stegen. Wir werden ja richtig verwöhnt. Schaut mal. Die Tochter hat etwa 3 Tage nicht mehr reden. Kehlkopfentzündung. Wow, krass. Das hatte ich nicht gehabt, zum Glück. Aber ja, reden war schwierig, in der Tat. Für mich auch. Und jetzt geht es ihr aber hoffentlich wieder gut in diesem Fall. Kleine Maus. Danke vielmals. Jetzt hat sie wieder mein Buch. Atomare Stromversorgung. Juli hui. We did it, guys. Atomar vor allem. Nicht schlecht. Ich wollte eigentlich noch schnell ein bisschen umschauen, was es da noch so gibt. Aber ich glaube, wahnsinnig viel mehr gibt es hier gar nicht zu erkundigen. Oder, also ja, wir können natürlich noch probieren, hier rauf zu gehen. Das würde mich schon noch interessieren, ob da oben etwas ist. Kommen wir so weit? Es könnte knapp werden. Ja. Du musst nicht den Kopf in die Wand stecken, sorry, gell? Da durch.
So. Kommt man da überhaupt ganz auf? Jetzt würde mich also noch staunen. Oh shit! What the hell? Wie fliegt die runter? Hey? Hauptsache irgendwie 3 Kilometer gegen rechts. Wo ist der nur erschreckt? Ja, danke, Massimo. Merci. Schade, ich hätte rauf wollen, aber da rauf kommen wir nicht. Edo. Auch nicht tragisch. In diesem Fall schauen wir, wo wir als nächstes hergehen. Oder beziehungsweise... Wo ist unser Hoverboard? Der Dunge. Da ist es. Was ist da? Haben wir da noch etwas? Das ist eine Kiste! Der Treasure is mine! Chips! Ein Vorrat von 100 Chips! Mit dem kann ich ja 2 Karten kaufen. Die aus Metall von abgestürzten Schiffen hergestellten Chips haben ein Loch in der Mitte, durch das man ein Band ziehen kann, um es einfach zu transportieren. So wie Yen. Oh nein, nicht Yen. Welches Geld, also welche Münzen haben ein Loch? I'm rich, guys! Give me all the treasure in this world. Ja, cool. Ich habe gerne Treasure und Money. Was heisst Joggern? Oh, ich zeige dir's. Das ist Joggern. Wenn man so gemütlich durch das Zeug durchjoggert. Kennst du das nicht, den Begriff? Jogger. Wie gesagt, mit E absitzen und mit D steuern finde ich sehr unnormal. In Aargauer. Ach so, ja gut, okay, fair. Aber Joggern, das ist doch ein super Wort. Ich finde Joggern fantastisch. Falls ihr noch Käfer seht, Leute, und ich an den Käfern vorbeifahren, gebt mir Bescheid. Ich brauche noch Käfer. Ich muss die andere Tante da bestechen. Also das Kitty Kid. Oh, so schaffst du es auch, die Gurke. Yes. So. Oh, jetzt haben wir schon überlegt, so, wo muss ich durchklettern, dass ich hier durch kann. Aber es hat Türen. Sehr praktisch. Kann man rauf? Kann man nicht rauf. Bist am Lurken. Viel Spaß wünsche ich dir, Massimo. Yes, bis bald. Tschüss. So, okay. Ah, da ist es ja schon. Also wir haben einen Hebel betätigt und irgendetwas ist passiert. Dann können wir auch rauf, oder? Ich gehe mal davon aus. Da ist noch etwas. More treasure! Yes! Mehr Chips! Ich muss irgendwie ein bisschen in die Höhe. Ich habe irgendwie Schiss, dass ich zu wenig weit komme. Ich muss dort rüber segeln. So. Das ist wunderbar. Ah, da hängt das Teil. Aber Käfer habe ich keine mehr gesehen. Die auch nicht, oder? Was ist denn diese?
Viel Spaß beim Arbeiten. Ja. Oh, oh, wow. Sesam, öffne dich. Sieht ein bisschen labyrinthartig aus. Da ist etwas. Ah, die atomare Stelltafel, da ist sie ja schon. Okay, das heisst, wir haben jetzt soweit alles. Was ist da? Nichts. Okay. Ist hier etwas? Oh, nicht. Gut, einfach gleich Weg wieder raus. Und gibt es schon noch etwas hier zum Anschauen? Irgendetwas Spannendes? Vielleicht ein Käfer oder so? Aber es sieht nicht danach aus. Ja, in dem Fall sieht es so aus, als könnten wir wieder gehen. Just. Gehen wir wieder. Machen wir uns auf den Weg nach Käferen. Was ist da hinten? Dort ist eine Leiter, ich würde sagen. Ich glaube nicht, dass ich da weit rauf, also dass ich dort raufkomme. Das ist echt hoch. So. Also fertig arbeiten, alles klar. Massimo. Viel Spaß beim Bügeln. Okay. Schlaf brauchen wir anscheinend auch nicht. Von her. Vielleicht nice. Hier ist unser Dings, Gefährt, unsere Umgegurke. Dann schauen wir da noch bei der dritten Markierung. Beziehungsweise, ja, aber irgendwie... Wir müssen Käfer erfinden, aber wo sind die? Vorher ist da die Samira und das Killy, dem wir ein Dings müssen geben. Also die Käfer müssen geben, ist einfach nicht mehr da gewesen. Ist einfach geschoben. Und hat uns allein gelassen. Ist nix. Da hat ein Käfer. Also ein Schmetterling, das zählt für sie als Käfer. So. Aber sie hat, glaube ich, nicht gesagt, wie viel das wir brauchen. So. Aber so wie es aussieht, müssen wir noch ein paar suchen. Jetzt keine. Ich glaube, von dort sind wir gekommen, wenn es mir recht ist. Ja, ich glaube es. Da ist auch keiner. Da ist der Wegweiser, oh mein Gott. Ja, der Wegweiser schon von weitem gesehen und dachte so, einfach so im Nichts steht ein Wegweiser. Finde ich noch witzig. Das sieht auch sehr interessant aus da. Da hat es keinen Käfer. Oh, ein Skelett! Der was für eins? Oh! What? Ich hatte ein Schwert im Shadow. Holy! Und ein bisschen Money, und da ist schon ein Shadow. Aber der sieht eher aus, als wäre er von einem Mensch. Ich hätte gerne das Schwert. Darf ich das bitte haben? Sick. Okay, aber nein, anscheinend darf ich es nicht haben. Wette, da kommt dann mal noch irgendetwas. So cool.
Einfach ein Schwert in einem Schädel von einem Riesenviech. So, lange 2 Schmetterlinge. Ist sie jetzt wieder da? Hey Mädel. Sie ist nicht da. Das muss ich... Also... Käfer. Ah, 3. Okay. Noch einen in diesem Fall. Also ich gehe mal nicht davon aus, dass der hier wieder respawned ist. Das wäre noch so gäbig gewesen. Nope. Ja, dann klappen wir einfach noch ein paar Büsche ab. Das kommt schon gut. Irgendwann finden wir sicher ein paar Käfer. Also noch einen. Einen brauchen wir ja. Schon keinen. Da ist einer. Sehr cool. Wuhu! Okay, in diesem Fall gehen wir zurück. Und dann soll sie uns unseren Kondensator geben, bitte. Der Giftzwerg. Unfassbar. Also es ist wirklich ein sehr gemütliches Spiel. Aber ich muss sagen, ich weiss nicht. Ich kann jetzt nicht sagen, wie viele Stunden am Stück dass ich das könnte spielen. Ich habe 3 Käfer. Wo bist du? Giftzwerg! Ich habe deine Käfer organisiert. Jetzt musst du aber auch wieder daher kommen. Frage im Lager nach, wie man Käfer fängt. Oh. Ja, dann gehen wir vielleicht jetzt zuerst mal noch ins Lager und holen das nachher. Vielleicht taucht sie dann wieder auf. Aber das ist doch so selbsterklärend irgendwie, nicht? Oh. Oh shit, wie der da steht. Ja, wenn soll ich fragen? Naja. Aber das ist okay, dann kann ich auch noch gerade Karten kaufen. Vielleicht kann ich diesen Typ hier fragen, mit seinen Schäfchen. Oder was auch immer das sein soll. Geissen. Langhaarziegen, aussehen wie Schaf. Da hast du die Kübel. Ah, da hat es auch noch einen. Da. Hallo. Umar ist ein Mann der wenigen Worte und zwar konsequent. Okay. Schön, hast du 2 Eimer. Da haben wir noch Money. Nice. Wer pfeift da? Wer pfeift? Who are you? Where are you? Dort oben ist schon das Häuschen, das ist schon geil. Also, wer kann mir sagen, wie man... Du kannst mir sagen, wie man Käfer fährt, oder was? Ich könnte fragen, wo ich Käfer für diese furchtbare kleine Saima fangen kann. Weißt du, wo es Käfer gibt, weißt du irgendwas über Saimas Verstecke? Ich weiß, dass sie viel Zeit in der Höhle unter dem Lager verbringt. Da könntest du nachsehen. Ich sage Jadi, dass der Kartograf 50 Chips für eine Karte des Ever verlangt. Ich versuche mich neutral auszudrücken, da ich mir nicht ganz sicher bin, ob das zu viel ist, zu wenig oder genau ihrem Wert entspricht. Sie sagt mir, dass ich mir keine Sorge machen soll. Hier ist ein bisschen Geld. Ah, cool. Oh, what? Okay, das ist ein bisschen viel Geld. Nutze es mit Verstand. Ja, aber ich meine, es liegt auf irgendwo überall in der Weltgeschichte so, also von dem her. Man sollte den Wert des Geldes kennen, sich aber nie davon beherrschen lassen. Okay, danke vielmals. Mega lieb. In diesem Fall gehen wir... Was
ist das für eine Kapsel? Postfach! Wie cool. Hallo Sable, ungelesene Nachrichten 0. Schönen Tag noch. Niemand hat mich gern. Eine Höhle. Unter dem Dorf, sozusagen. Auf dieser Seite. Okay. Also beziehungsweise, wenn wir da sind, kommen wir ja zum Kartograf. Gehen wir zum Kartograf. Und dann können wir nämlich das, was wir auskundschaften, auch schon gerade eintragen. Also joggen wir überall her, aber am Schluss haben wir gleich keine Karte. Hast du etwas Neues zu sagen? Ich will auch mal Karnogravin. Oh jö, Karnogravin. Herzig. Ich hätte gerne eine Karte. Danke vielmals. Perfekt. Yes, please. Bestätigen. Mehr hast du nicht, hä? I see, I see. Ich kann nicht retour. So. Mit. Okay. Merci vielmals, Jordan. Viel Glück bei den Gleitern, Sable. Ich kann mich noch gut an meins erinnern. Wie ist es? Kurz? Okay, schon als Junge wusste ich, dass die Kartografie mein Metier ist. Aber ich habe ein bisschen Zeit da draußen verbracht, um mich an der Welt zu erfreuen. Ich muss auch als Kartograf, sonst kannst du ja nicht zeichnen. Behalte den Himmel im Auge, ja. Es gibt noch jede Menge Kollegen, bei denen du noch mehr Karten kaufen kannst. Das Hakoa bis zur Alkali-Wüste. Okay, cool. Thank you. Okay. Show me the world. Oh. Die Welt ist klein. Oh nein. Ich kann reinzoomen. Sehr weit reinzoomen sogar. Okay. Aber viel haben wir noch nicht ausgekundschaftet. Also beziehungsweise irgendwie, wenn man so schaut, es geht ja dann auch noch runter und so weiter. Die Welt ist gigantisch. Holy shit. Eigentlich wollen Dings wegmachen, die 2 Zeichen. Kann ich das? Sie sind ja jetzt gäng noch dort. Kann ich sie finden? Egal. Dann gehen wir jetzt unter dem Dorf schauen, ob wir da die Dingsbums finden, da die Rotzgören. Damit sie uns unsere Sachen wieder gibt. Hier ist es ja nicht. Hier ist keine Höhle, hä? Hallo zusammen. Nope. Wo ist der Eingang zu dieser Höhle? Da! Hasi! Da ist die Schmetterlinge. Wie kann es einmal so viel Chaos und Elan in einer so kleinen Gestalt vereinen? Gute Frage. Selbst jetzt denkt sie sich hinter ihrer Maske gegen den Schabernack aus. Mädel. Hey, ich hab doch 3. Ich habe doch 3 von diesen Schmetterlingen. Da, 3. Wieso will sie sie nicht? Was ist denn das? Oder müssen es 3 verschiedene sein? Hey, weh. Okay. Ha. Also wenn ich jetzt 3 verschiedene so Käfertypen muss, also Arten muss suchen, dann wird das ja ein Heiderspass. Es gibt ja weißt du, wie viel zu tun.
Weißt du, wo es Käfer gibt? Östlich von hier ist ein Käfernest. Du kannst aber nicht einfach hingehen und den Käfer fangen. Warum nicht? Auf den Felsen um den Nest wachsen Samen. Wenn du einen davon auf den Boden wirfst, frisst der Käfer ihn. Dann kannst du dich anschleichen und ihn dir schnappen. Okay. Ah, die Käfer. Also, in dem Fall will sie wirklich Käfer und nicht Schmetterling-Käfer. Okay. Ah, okay. Jetzt habe ich die Quest erst bekommen. Ja, cool. Danke vielmals. No. Ernsthaft. Oh. Wo ist mein Hoverboard? Okay. Gehen wir Käfer fangen. Mann! Mühsam! Oh. Ich wollte das doch vorher schon machen. Ich habe gefunden, jetzt bin ich voll schlau und mache das einfach schon vorher. Aber nein! Also irgendwie hier, hä? Okay. Let's try this. Oh, da ist ein Kumpel! Gib mir das Kumpel ein. Los! Hi. Ha, jetzt habe ich 3. Ich frage mich zwar immer noch, für was die gut sind, aber sie sind cute, Mann. Die sind da so rumschwirren. Okay, jetzt muss ich irgendwie Samen finden, oder wie ist das gegangen, wo die Käfer fressen? Ups. Also das ist schon mal voll gut. Das ist meistens ein gutes Zeichen. Was? Oh mein Gott, ist ja riesig! Are you kidding me? Ich kann doch schleichen. Ich kann die doch sicher so fahren. Nee. Nein, die hören mich. Ernsthaft. Aber irgendwo hat es Samen. Da oben. Oder sind das keine Samen? Ha! I knew it. Es wuselt durch. Also bleib jetzt einfach da stehen. Okay, ich bleibe nicht stehen. Ja, mit dem Herzli! Um Himmels Willen! Haha! Gelber Elefantenkäfer. Wie cool ist das? Los, fressi, fressi. Oh jö! Ja, ist gut, ich gehe noch weiter weg. Okay, es ist unfassbar cute, Mann, mit den Herzli. Wer hat das gedacht? Da. Für euch. Ich lasse das bei euch. Das dürft ihr gerne haben. Ja, ich gehe ja wieder. Entschuldigung. Ich bin schon fort. Ein guter. Jetzt habe ich ja 3, oder? Ja, sammle Käfer. 3 von 3. Nice. Gut. Die sind urfett, Mann. Krass. Elefantenkäfer. Ja gut. Bei diesem Namen. Hey, es ist Nacht. Wenn Zaima jetzt noch wach ist, also der weiß ja nicht. Zucker.
die Höhle nochmal gewesen? Und hier? Bis weiter. Holy shit, was war? Oh mein Gott, was ist das? Also komm jetzt! So holprig ist es hier jetzt alles auch nicht. Mann! So. Oh. Statt heimisch zu sein, gibt sie mir den Kalibrator und weint. What the hell? Du gehst weg. Du gehst und kommst nie wieder zurück. Oh nein. Sie weinen lassen. Nein, wir trösten sie. Wir sind schliesslich nett. Okay, da hat auch so der Text stehen. Menschen gehen fort, das ist ihre Entscheidung. Nein, mir fällt sie auch. I feel you. Ab und zu kam mal ein Brief, aber immer an uns statt an mich. Ich bin nicht verbittert, hoffe aber, dass es bei mir anders wird, okay? Ja, bitte nicht. Du musst dir keine Sorgen machen, Mus. Alles gut. Und falls ich nicht schon bald wieder da bin, wird sie bereit für ihr eigenes Gleiten sein und kann mich selbst suchen, um mir auf die Nerven zu gehen. Ja, versprochen. Mann. Oh. Also, jetzt gehen wir zur Sizo. Das Teil können wir eigentlich da lassen. Nein, fahren wir mit dem Teil rundum. Oder muss hier hingern. Das ist das Dings. Oh mein Gott, ich fühle mich wieder Audi, ja! Echt toll rein. Parkour. Die Parkour-Leute die klettern auch überall um und auf, was sie können, auch wenn es gar keinen Sinn macht. Yes, please. Komm jetzt! Komm jetzt! Sie haben doch gemeint, du bist cool und kannst Parkour. Okay. So halbe. So halbe. So. Hello. Also es bekommt sie einen Anfall von Trauer. Wann werde ich sie wieder, wenn ich fort bin? Gut gemacht, Sable. Ja, das ist alles, was sie brauchen. Bist du bereit, dein eigenes Hoverbike zusammenzustellen? Yes! Ich bin bereit. Dann lass uns in die Werkstatt gehen. Bastle. In der Werkstatt entspannt sich Sizo. Sie ist zwar normalerweise nicht unbedingt steif oder angespannt, aber wenn sie wirklich in ihrem Element ist, strahlt sie eine gewisse ruhige Schönheit aus. Ich frage mich, ob das bei allen Maschinisten so ist. Eins musst du verstehen, die von dir gesammelten Komponenten passen zusammen. Nicht zufällig oder weil du dich angestrengt hast, sondern einfach von sich aus. Sie gehören zu ihr. Sie haben schon immer zu ihr gehört. Zu wem? Zu wem irre? Wir stellen sie nur zusammen aus dem, was sie schon war. Okay. In meinem Clan glauben wir, dass Maschinen Namen haben, aber also über lange Zeiten wie große Geheimnisse gehütet. Sie sind nur denjenigen bekannt, die zuhören können. Den Namen dieses Hoverbikes werden wir gemeinsam finden. Baue die Maschine zusammen. Okay. Ist natürlich schon eine andere Verbundenheit da, wenn man das Zeug selber zusammenbauen kann. Das ist natürlich schon so. Der Booster, nice. Okay, und last but not least. Die Vorderseite. Okay, da fehlen aber noch ein paar Sachen, oder? Irgendwie. Oder nicht? Ich habe eine Errungenschaft freigeschaut. Ich glaube, das Hoverbike heisst Simon. Mit so O. Geil. Aber ich habe das Gefühl, da fehlen noch ein paar Sachen, Merl. Hör zu. Sizo legt ihren Kopf auf die Seite und lehnt sich zu Simon.
Oder aber Simon. Plötzlich kenne ich den Namen des Hoverbikes, Simon. Ich flüstere ihn Sizo zu. Simon. Gut gemacht, Sel. Was ist das für ein Name, Mann? Ja, aber wirklich, ey. Ob er Bezüge zu einem bestimmten Clan oder einer Kultur hat? Falls ja, weiß ich es nicht. Vielleicht wirst du es auf deiner Reise hinausfinden. Ja, werden wir sehen. Oder vielleicht auch nicht. Das ist kaum von Belang. Ihr seid trotzdem verbunden. Okay. Ich sage Simon, dass ich sie unbedingt besser kennenlernen möchte und sie sieht uns beide voller Stolz an. Sie ist eine Maschine, Mann. Aber okay. Gewisse Leute haben ja sehr enge Verhältnisse mit ihren Autos. Von dem her, ich gehe mal davon aus, das wird auch ähnlich sein. Ja. Dann bist du bereit für das Gleiten. Yes. I'm ready. Du musst lernen, Simon zuzuhören, für sie zu sorgen. Suche auf deinen Reisen meine Maschinisten auf. Sie werden dir die Kunst des Maschinenflüsterns beibringen. Ich habe hier noch was für dich. Das ist eine Maschinistenmarke. Okay. Ich bin würdig, wenn ich die habe. Sehr nice. Ich bin gern würdig. Aber, der will das mitnehmen. Das ist mies. Na gut, kann ich halt zur Chadi. Die ist irgendwo in der Mitte. Hey, Mr. Blatsch, wie geht's dir? Hoi. Oh, schon mal Geld. Viel Spaß beim Vorlesen. Bin momentan auch gerade am Sable genießen. Nice. Bist schon weit? Ich habe erst gerade angefangen vorher. Und ja, mir geht's gut. Also, die Stimme ist noch ein bisschen komisch, aber es wird irgendwie besser. Der singt immer, oder was? Okay. Hey, Madame. Oh. Sable, hast du da etwa eine Marke? Ja. Schau mich an, ich gleite schon. Oh. Ich hatte die Marke auch, um sie mir genauer anzusehen, so nah, dass Yadi kichern und einen kleinen Schritt zurücktreten muss. Ha, Sizo muss gespürt haben, dass du sie dir redlich verdient hast. Gut gemacht. Also, Sable, wenn du so weitermachst, bist du im 0, nichts auf dem Weg zum Maskengießer. Was steht das jetzt wieder? Was es sich vorzustellen, dass ich mir aussuchen kann, was ich sein möchte. Das ist natürlich schon etwas Schönes, wenn man sich aussuchen kann, was man gerne werden will. Auf jeden Fall. Etwa 10 Stunden hast du jetzt, holy. Aber noch nicht weit, okay. Ich meine, das ist ein sehr kurzes Spiel, nicht? Ich weiss, dass du denkst, aber keine Sorge, wenn du unterwegs bist, kriegst du jede Menge Marken. Und wenn du 3 derselben Art hast, kannst du sie gegen die Maske eintauschen. Okay, und die Maske bestimmt nach was sie B oder was? Glaub nicht, dass deine erste Maske deine letzte Entscheidung ist. Beim Gleiten geht es um Freiheit und Erkundung. Ich empfehle dir, so viele Masken zu besorgen, wie du möchtest. Oh, erst bei deiner abschließenden Zeremonie wirst du gebeten, eine auszuwählen. Das ist nice. Welche sollte ich wählen? Das musst du erst spüren, aber wenn du es weißt, weißt du es. Das ist immer die beste Antwort. Was weißt du, weißt es. Dann wird es wohl Zeit. Ich glaube es auch, ja. Zeit, durch die Tür mit dem Gesicht im Tempel von Rohana zu gehen. Also von der, wo wir kommen ursprünglich, oder? Ich möchte ja dir so vieles vermitteln. Gefühl der Liebe, Dankbarkeit, Furcht, Sorge und Hoffnung. Doch obwohl ich nicht imstande bin, irgendetwas davon in Worte zu fassen, weiß ich, dass sie es versteht. Bevor du gehst, Kind. Die habe ich dir gemacht. Die sind mit den traditionellen Ibexi Kastanienbraun gefärbt und ich hoffe, sie bieten dir jede Menge Bequemlichkeit in der Wüste. Bequemlichkeit ist auf Reisen sehr wichtig. Danke vielmals. Wenn du heute gehst, wirst du nicht mehr Sable, das Clankind der Ibexi sein, sondern einfach nur noch Sable. Und der Rest wird sich ergeben. Aber ganz gleich, was du auch bist oder wohin dich deine Reise führt, ich werde dich immer kennen. Ich werde dich immer lieben. Und wir werden uns wiedersehen. Ich bin bereit. Oh, wie cool.
kann ich mich jetzt umziehen? Wow, schick. Okay, Ding ist sehr komisch. Die ist, wisst ihr, was ich meine? Also, wenn man so drüber fährt, irgendwie, bis es aktiviert, es ist irgendwie weird. Aber ja. Cool. Ja, neue Kleider. Way. Nice. Die Maske ist immer noch die gleiche. Aber da sind die Masken, hä? Oh lol. Okay. Cool. Jetzt habe ich das Cape. Sick. Und halt darauf an, wie es das spielst. Ich gehe gegen alles anschauen und ja, verlierst halt auch hure Zeit. Das ist so. Darum habe ich immer ein bisschen so meine, ich sage jetzt mal, Probleme mit Open-World-Spielen. Weil ich irgendwie überall immer hergehe und es nimmt kein Ende. Es ist so, man kann überall her, so ja. Aber ich hab doch jetzt vorher meinen Gleiter gemacht. Wieso habe ich denn jetzt immer noch die Gurke hier? Das Game ist einfach so schön und anders. Man muss einfach schauen. Es soll ja sein. Ja, auf jeden Fall, ja. Es soll unbedingt so sein. Ich würde aber gleich noch gerne wissen, das kannst du mir einfach sicher sagen, Mr. Blatch. Was ist jetzt mit meinem eigenen Hover-Dingsbums? Ich will nicht die Gurke da. Du musst die Quest abschließen, dann bekommst du den. Kann ich die Quest anschauen? Ich weiss es immer noch nicht. Sie muss immer durch die Map. Die Quest abschließen. Aha, also einfach. Aha, einfach. Okay. Okay. Einfach weitermachen. Gut. Merci. Machen wir einfach weiter. Das ist doch gut. Falsche Richtung. So. No, 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 no. Oh, das Teil ist so schwerfällig. Hui. Aber von da sind wir doch eigentlich gekommen, nicht? Aber ja, I guess. Autsch. Ja, Mann! Oh shit, was ist das gewesen? Hey, geh nicht runter, gell? Ich glaube, er geht runter. No! Oh Gott, no! It's dead. Ups. Ich bin's nicht gewesen. Tschüss, ich muss gehen. Ich habe eine Mission. Verdammt. Nein, du hast nichts gesehen, Troy, du hast nichts gesehen. Parkieren für Fortgeschrittene. Ja, das kann ich. Parkieren kann ich. Okay. Nochmal ein Gesicht. Cool. Schwebende Plattformen, die Statuen. Okay. Rot und blau. Und drin, mit drin Weg. Okay. Was genau ist die Idee? Muss ich da rauf, oder was? Eine von diesen Plattformen. Ja, dann probieren wir doch da irgendwie mal raufzukommen.
findet, ist etwas. Es ist sehr eintönig, darum ist es zum Teil noch schwierig zu sehen, ob etwas ist oder nicht. Hey, schaffen wir es? Okay, ich bin auf einem guten Weg. Fluggurke hat gesagt, du sollst die haben. Ja, sehr gut. Was ist das? Was bist du? Eine komische Statue. Da kann ich etwas aktivieren. Ein Maskenteil, okay. Ja super, das darf ich von vorne anfangen. Wenigstens weiss ich jetzt, wo ich durch muss. Das ist noch nett. Genau, das ist mir auch immer passiert. Aha, dass du das Zeugs nicht gesehen hast? Ja, also, das ist ja auch nicht irgendwie so einfach. Jetzt habe ich den Faden verloren. Kann ich hier durch? Denke schon, oder? Ja, es sieht halt wirklich alles so platt aus und manchmal siehst du gar nicht, ob es jetzt irgendwo ein Loch hat. Wo es irgendwie alles gleich aussieht. Aber I can do this. I am a Zelda player. Oder so. Da. Noch weiter rauf. Okay. Ich habe etwa 10 Clips davon. Geil. Aber es ist eben schön. Es Leute gibt, die klippen, finde das ist super. Den Bogen haben wir auch noch. Hui. Maske Nummer 2, also der zweite Teil der Maske. Und jetzt? Irgendetwas muss ich sicher noch machen, das war sicher nicht alles gewesen. Oh, ich merke gut, dass das Menschen sollen darstellen oder so. Es sieht so aus, als wären es so Figuren, die so mumifiziert sind. Oder wie so eine Iron Lady oder so. Wie heisst die? Und jetzt? Hallo? Hallo? Was muss ich machen? Ist das normal? Oh, wait! Es gibt noch eine dritte Plattform. Okay. Gut, links, rechts, etwa so. Das schaffen wir. Ich meine, wenigstens haben wir jetzt ein cooles Cape. Jetzt sieht alles, was wir machen, geht einfach 3-mal so cool aus. Hey, Mr. Blatch, hast du es mit Controller gespielt oder mit Maus und Tastatur? Auf der Xbox, also mit Controller, okay. Ja, ich spiele jetzt aber gerade mit Maus und Tastatur. Es ist aber nicht so optimiert, denke ich mal. Oh. Denke, nächstes Mal würde ich auch mit dem Controller spielen, auf jeden Fall, ja. Oh, ist das meine erste Maske? Nice. Los, schnell holen. Wo ist sie? Ich bin auf der Rückseite. Oh wow, okay. Aber doch, siehst du? Aber doch so Leute, die so anbeten. Das ist creepy, Mann. Aber yes! Wechselmaske. Cool, kann ich die anlegen?
Nice! Jetzt sehen die richtig cool aus. Ja, nice! Sehr geil! Wir haben unsere Maske. Ich denke mal, jetzt können wir wieder gehen. Hey, das Mal gibt es sogar netterweise Leitern. Das ist dir lieb. Aber es vorstellen, dass es nicht so sexy ist. So. Ja, Mustastatur ist so ein bisschen klonky, chonky, aber also es geht schon, aber es ist halt nicht so flüssig, sage ich jetzt einmal, wie mit dem Controller. Aber du hast gar nichts Sachen, also von dem her. Jetzt ist hier die Tür wenigstens offen, nice. Jetzt muss ich da das Hoverding suchen. Wo ist echt das? Oh, ich glaube, der ist geschrottet. Kann das sein, dass der kaputt ist? Geht das Zeug kaputt? Hey, der ist doch hier irgendwo runtergefallen. It's gone. Ich glaube, ich habe ihn kaputt gemacht. Upsi. Er ist nie. Ist er da zwischendrin? Nein, auch nicht. Ups. Shit happens, ich komme ja einen neuen über. Es zeigt dann einfach auf der Karte nicht mehr, also auf den Dings, auf dem Kompass nicht mehr an. Ich glaube, ich habe ihn geschrottet. Ja, nun. Ui, Katzin. Habe ich jetzt Post? Aber Sable. Ja, die Stimme halt auf eigenartige Weise durch die Maschine wieder. Trotzdem vermittelt sie mir ein warmes Gefühl. Also Sable, hier wären wir. Wenn du das hörst, werden wir fort sein. Was? Das Gleiten ist eine Reise, die man allein beginnen muss. Okay, bei der Übertragung gehen gewisse Nuancen verloren, wofür ich dankbar bin. So hören wie die Stimme bricht, würde mich heulend in ihre Arme laufen, für immer da bleiben lassen. Oh. Ich bin bereit. Ich schließe die Augen und höre zu. Doch obwohl du alleine losziehst, bist du nicht ohne Freunde, nicht ohne Familie, nicht ohne Liebe. Diese Dinge wirst du immer bei dir tragen, genauso wie deine Maske. Drum ist der Dings weg. Die Gurke. Der hat sie mitgenommen. Jetzt bin ich beruhigt. Ich habe gemeint, der hat das Teil geschrottet. Ich weiß, dass ich das nicht sagen sollte, aber an deiner Stelle würde ich Utari besuchen. Er ist der Maschinist in der Station Verbrannte Eiche und einer von Sizos engsten Freunden. Utari ist ein guter Ansprechpartner, wenn es um Gleiten geht. Außerdem kannst du durch ihn eine weitere Maschinistenmarke erhalten, falls du möchtest. Aber das ist nur ein Vorschlag. Was uns betrifft, ich schicke eine weitere Nachricht, sobald wir zu Ever zurückgekehrt sind. Also halte die Augen nach Postkästen auf. Ich versuche, uns nicht zu vergessen. Jetzt tief Luft und ich vergesse, dass es so einfache Dinge wie das Atmen überhaupt gibt. Ja, also, Atmen ist nicht so schwierig, wie du denkst, Sable. Vor allem das korrekte Atmen, das habe ich auch müssen lernen. Die Welt erwartet dich, Sable. Viel Glück. Und alle sind einfach gone. Aber das ist, ich meine, das ist so unsere Zentrale, so unser Standort. Ja. Er hat es, denke ich, mitgenommen zum Flicken, weil du es geschrottet hast. Ja, wahrscheinlich. Ich finde die Statue noch cool. Die liegen, das sind ja so zwei, ja, wie eine Art Könige, die so, sich so gegeneinander lehnen mit den Händen. Das ist irgendwie cool. Rufen! Simon! Oder ist das, kann ich da mit... Ah, doch! Oh, cool! Okay, das sieht doch schon besser aus.
Verlasse die Schlucht. Das machen wir jetzt noch. Wow, ey, das fühlt sich doch schon ganz anders an. Oh, sei Delfin. Sei Delfin. Da gehen wir... Oh, shit. Ja, sehr sei Delfin. Der hat es nicht gesehen. Autsch. Hey. So, ja, wir verlassen die Schlucht und gehen in die weite Welt raus und stürzen in unsere Abenteuer. Gute Musik hat es auch, immer sehr wichtig für ein Spiel. Also, wir haben den Prolog gespielt, oder wie man es in Gamesprache nennt, Tutorial. Ja. Das war's, Leute, hätte ich fast gesagt. Einmal für heute. Beziehungsweise, ich muss schauen, ob ich nächste Woche nochmal Sable spiele oder ob es nächste Woche etwas anderes gibt. Ich habe ganz viele Sachen an Lager, wie zum Beispiel Sherlock Holmes. Das wäre auch sehr interessant. Von dem her, we will see. We will see. So. Wir lassen das noch ein bisschen. Die Musik im Hintergrund. Ist nämlich hübsch. So. Wunderschöner Sound. Mega, ja. Es ist wirklich, ich finde das immer ganz cool und ganz wichtig, irgendwie, wenn es in einem Game einen schönen Sound hat. Es ist in meinen Augen einfach wie bei einem Film auch. Bei einem Film erwartet man ja auch, dass er mit guter Musik hinterlegt ist. Darum ist es für mich einfach, es macht einfach wahnsinnig viel von Atmosphären aus. Das Wichtigste ist von Japanese Breakfast. Also was ist von Japanese Breakfast? Das Game, oder was? Also das Entwicklerstudio heisst es so. Das ist mein Job und darum liebe ich es. Also was ist dein Job genau, Mr. Bletch? Hey Land, warum müsst ihr alles von mir kontrollieren? Keine Ahnung, Jap ist anscheinend irgendwie im Sprachgebrauch von Twitch nicht vorhanden. Ich weiss nicht, ob das eventuell im Slang, also englischen Slang, vielleicht irgendwie etwas anderes bedeutet. I don't know. Was? Mr. Bletch ist Filmmusikkomponist. Oh, holy shit, das habe ich gar nicht gewusst. Geil. Das grosse Vorbild Hans Zimmer. Oder was? Der macht ja schon sicke Musik, das muss man natürlich schon sagen. Ja. Also Leute, cooles Spiel. Also es ist gewöhnungsbedürftig vom Grafikstil her, das muss man schon sagen, wo man eben gewisse Sachen halt nicht so sieht, wie die Grafik und also wirklich gute Grafik, halt ein bisschen realistischer ist und halt mehr Struktur hat. Hier sieht man halt gewisse Sachen teilweise nicht, aber man gewöhnt sich daran. Und ich kann mir vorstellen, dass es ein ziemlich chilliges Spiel ist. Ich werde mir überlegen, ob ich nächste Woche wieder weiterspielen. Eventuell mache ich aber auch Sherlock Holmes. Das würde mich auch wahnsinnig interessieren. Das habe ich jetzt auch schon länger in meiner Bibliothek. Und ganz ehrlich, in der Zeit sind schon wieder so viele Games rausgekommen. Ja, aber cool seid ihr da gewesen, auf jeden Fall. Morgen, am Mittwoch, am 3 geht es dann weiter mit dem Troy. Troy, du spielst nochmal Kena, Bridge of Spirits, das habe ich schon richtig verstanden. Unter anderem gehe ich in einem Monat live schauen in Zürich. Oh, was? Der ist in Zürich? Geil. Okay, nice. Kannst du dir erzählen, Bletch, wie es da war? Sicher mega geil. Ich war mal an einem Game Symphony Orchester und einmal an einem Zelda Symphonie Orchester und die waren ja fantastisch. Also wirklich beide wunderschön. Ich habe es wirklich geliebt. Ich habe schon 3-mal live gesehen, immer wenn er in der Schweiz ist. Ja, du hast doch recht. Du musst dir erzählen, denk dir dran.
Und ja, genau, der Troy hat es gerade bestätigt. Er spielt morgen nochmal Kena, Bridge of Spirits, ein Game, das ich auch mega empfehlen kann. Ich streame es im Moment selber auch privat. Heute Abend ist es dann wieder so weit, am 7. Auf meinem eigenen Channel, 8-Bit Blonde. Und darum, also, das Spiel ist fantastisch. Ich bin sehr gespannt, wie sich Troy schlägt. Das letzte Mal, als ich gesehen habe, ist er einfach an einem Blumenschrein vorbeigelaufen, ohne ihn zu aktivieren. Er ist sogar noch vor dran gestanden und hat wahrscheinlich sich so überlegt, so, irgendetwas kann ich damit machen, aber ich weiß nicht was. Und er ist einfach weiter. Und ich so, no! Ja, einfach immer lost, sag nicht. Zum Glück hast du das gesagt jetzt. Ja, auf jeden Fall, Kena, mega geiles Spiel, wunderschön. Gar nicht so einfache Bosskämpfe teilweise. Vor allem dann, wenn es dann weitergeht in der Story. Und am Freitag, am 2. streamt der Plague Shadow Warrior 3. Da wird es dann nochmal so richtig grusig blutig da, lieber dir als ich zuschauen. Und hey Fisi, wie geht's dir? Und ja, am Montag ist dann wieder der Podcast am 3. Der Game News Podcast. Den könnt ihr auch immer am Dienstag am 4 auf Spotify hören. Und ja, das wäre es mit dem Programm vorerst. Wie ihr es vielleicht beim Podcast gestern während dem Livestream schon gehört habt, gibt es dann gleich 2 neue Formate. Das nächste Format startet voraussichtlich am 21. April. Das ist ein Kleimbau zusammenbauen, also Kleimbausteine zusammenbauen. Das wird ein neues Format von uns sein. Und das zweite neue Format wird rund um Dungeons & Dragons gehen, mit dem Cyril. Und das startet dann im Mai. Ich freue mich mega auf die 2 Formate. Das ist richtig cool. Und ja, dann wäre es das eigentlich von mir schon wieder gewesen. Make sure to abonnieren, hätte ich fast gesagt, to followen, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und ja, ihr wisst, also man kann unseren Channel auch subscriben, ja. Tatsächlich haben wir das eingerichtet. Wir werden aber das Geld, das wir einnehmen, nicht behalten, sondern an einen guten Zweck, also wir werden das Geld verdoppeln und an einen guten Zweck spenden. Also irgendwie eine Organisation für etwas Schönes, Gutes. Weil brack.ch, sind wir ehrlich, braucht das Geld nicht, das ihr da lasst mit einem Abo. Darum tun wir das dann jeweils heute bei uns. Darum ist uns das sehr wichtig, dass falls ihr die Projekte, die wir unterstützen, also auch unterstützen, eben die Hilfsorganisationen, dass wir eben das Geld nicht selber behalten, sondern eben, dass alles dort für einen guten Zweck gespendet wird. Ja. Ja, der Bounce kommt viel zu spät. Der Fisi kommt auch viel zu spät, sind wir ehrlich. Aber hey Leute, wir sind jeweils nur etwa so 2 Stunden 15 live. Von dem her, ja, schaut, dass ihr es nicht verpasst. Ja, lieber spät als nicht, auf jeden Fall. Unser Programm ist immer gleich, jede Woche. Ausser es ist mal jemand krank, dann fällt natürlich das aus. Was hast du verpasst? Sable hast du verpasst, Gritty Bounce. Sable, fantastisch. Schönes Spiel. Und ja, der Troy, der streamt morgen am 3. Kena. Und ja, ich würde sagen an dieser Stelle, merci vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt Spass gehabt. Ich freue mich auf die weiteren Streams und ich würde sagen, schönen Abend noch. Kommt am 7. zu mir. Bei mir geht es weiter mit Kena, Bridge of Spirits. Bin ein bisschen weiter als Troy. Und wir sehen uns das nächste Mal. Habt nicht Sorge. Das Sable habe ich halt schon beim Blicken gesehen. Okay, ja, fair. Aber es ist schon lustig zum Zuschauen, wie die Leute auch anders spielen. Item, Leute, cool seid ihr da gewesen. Wir können gerne nächstes Mal noch weiter quatschen. Ich mache jetzt Feierabend. Ich mich noch ein bisschen ausruhen und auf heute Abend vorbereiten. Und wir sehen uns dann ein anderes Mal. Cool seid ihr da gewesen. Ich wünsche euch, habt Sorge. Ja, schönen Feierabend. Danke gleichfalls. Habt euch Sorge, bleibt gesund und wir hören uns. Tschüss. Ciao, ciao.